Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. So, die Einnahmen sehen doch recht gut aus. Über 8000 auf jeden Fall. Und dann gehen wir mal in den dritten Tag vom Sommer über. Und was gibt's dann hier? Jess hat Geburtstag, Meier. Okay, sollte man im Kopf behalten. Ups, so. Gut, gibt's wieder Kaktusfrüchte. Und so, hier gibt es wieder ein paar Kaffeebohnen. Dann können wir zweimal Kaffee machen. Das finde ich auch ganz gut. So, dann nichts wie Reite mit. Ja, der Rest, der kann wieder rein. Das ach. Ja, pfeift da mal einer. Königin der Soßen hat's über Pannekuchen, aber die kennen wir schon. Wetterbericht sieht's aus, dass es morgen wieder klar und so nicht wird. Na toll. So, dann stellen wir mal dort hier für die Symmetrie. Und was sagt uns Abby? Hat die Pflanze schon gegossen? Und hat keine Notration in der Tasche drin. Na klasse, so kennen wir so unser Frau. Okay. Mani gibt uns noch ein bisschen Heu. Geil. Dankeschön, Mani. So, das kann die Reihe. Dann haben wir die restliche 2 Honig. Damit wir nochmal das Rest an Met produzieren können. Das kommt hier nochmal rein. Der Met kommt nicht hier, sondern selbstverständlich natürlich dort hier. Und dann werden erstmal die volle Nummer überprüft. Sehr gut. Dann nichts wie Rei dort mit. Und ich bin mir eigentlich sicher, wir können hier schon... Doch noch nicht. Okay. So schnell ist der Kaffee dann leider auch nicht. Moment. Erst die Tiere. So. Ja, die lassen mal wieder Ente-Eier fallen. Auch nicht verkehrt. Und dann geht's auch gut. Sehr schön. Dann nichts wie Reide mit. Und hier noch eins. So, Leverwurst, du bist schon gefüttert worden. Der mag offensichtlich meine Frau mag ihn. Das ist gut. Dann zu euch. Ihr wilden Bestien. Ja, dich hätte ich hier vergessen, Bertha. Dann geht's soweit auch ganz gut. Ja, ich bin immer gespannt, ob man mit zukünftigen Updates dann noch andere Tiere kommen, die man sich halten kann. Bin ich echt mal sehr gespannt. Hier ist natürlich nichts. Oh ja, da hat sie tatsächlich wirklich schon gegossen. Aber wie es aussieht, muss ich mich immer selber ums Gewächshaus kümmern. Das ist nicht weiter schlimm. Gut. Dann das noch ab, das Zeug. Und der Rest nochmal an Ernte raus. Das heißt, die ganze Aubergine sind wieder gut. Ach ja. Und natürlich die Preiselbeeren. Also ich muss sagen, ich bin auch ein Preiselbeer-Freund. Ich mag den Geschmack eigentlich echt ganz gern. Wobei ich sagen muss, dass ich Blaubeere eigentlich sogar noch besser finde, einfach weil sie süßer sind. Preiselbeere sind etwas bitter im Geschmack, je nachdem auch wie man sie zubereitet, finde ich. Aber trotz allem bin ich auch ein großer Preiselbeer-Fan, gerade bei Preiselbeersaft und sowas. Und ich muss auch zugeben, jetzt wenn ich sie da nochmal sehe, ich bin auch so ein Typ, der gern Tomatensaft mit Meersalz trinkt. Also, ach, das mag ich hin und wieder mal ganz gern. So. Dann gehen wir nochmal raus und gucken uns nochmal um hier. Hier hat Abigail tatsächlich schon mal alles gemacht. Und, Moment. Ein Moment mal. Ich mag mal ganz kurz noch zu Robin gehen. Das hatte ich hier eh schon angekündigt. Einfach um zu gucken, was derzeit noch so geht. So, da liegt da was Zeug überall rum. Genau, ich wollte nämlich noch gucken, was ich noch alles so herstellen kann. Schauen wir doch einfach mal. Falls er dann da ist, die gut. Ah, wir haben sogar ein Herz-Event mit ihr. Wahrscheinlich ihr 6-Herze-Event. Servus, Ackermann. Ich habe gerade Staub von meiner Säge entfernt.
Hast du jemals was aus Holz gemacht, Ackermann? Ah jo. Großartig, dann soll die Blaupause Kinderspiel fertig sein. Oh geil, mir kriegen was geschenkt. Wir kennen uns jetzt gut genug, dass ich da mal Schreinergeheimnisse vertrauen kann. Zwinker, zwinker. Das sind die Blaupause. Was kriege ich Schönes? Flöten, Bock und Trommelblock. Alles klar. Trommel, Flöten, Block, nicht Bock natürlich. Setze noch Beliebe auf deinem eigenen Hofei. Es ist ein gutes Gefühl, sein Haus mit etwas zu dekorieren, was man selber gemacht hat. Ja, danke schön. Aber ich hätte eigentlich ganz gern, dass du mir hier irgendwas für Profis baust. Warte mal. Eins noch. Haus verbessern, genau. Du kannst mal einen Keller hinzufügen. 100.000, die habe ich. Die habe ich. Das, um Produkte wie Weih und Käse reifen zu lassen. Genau. Kostet mich 100.000. Dann muss ich gerade nochmal bei anderen Dinger gucken, die man noch so machen können. Das möchte ich ja nicht. Das Ding ist sowieso das Unnötigste, was es gibt. Der Schleimstall, den machen wir nicht. Das Schuppe machen wir auch nicht. Brauchen wir eigentlich echt nicht. Die Mühle, genau, davor habe ich mich noch interessiert. Mehl aus Weizenzucker, Mehl aus Weze und Zucker aus Rive herzustellen. Genau. Das könnte man uns auch noch herstellen, damit man nämlich beim Pierre die Produkte zum Kochen kaufen müssen. Was war dann noch die Mühle einfach nur, genau. Okay, die können wir uns noch herstellen lassen, aber erstmal lasse ich mal mein Haus komplett aufbauen, würde ich sagen, ne? Ja, machen wir. Danke dir, ich werde morgen damit anfangen. Ich soll in ungefähr 3 Tagen fertig sein. Perfekt. 62.000 haben wir da noch. Damit ist dann unser Haus auf jeden Fall mal komplett. Oh, was für ein schönes Schmetterling. So, das freut mich doch. Jetzt habe ich natürlich nicht drauf geachtet, was ich noch alles brauche. Ob ich da Kupferbarre und so dafür brauche. Ich lasse es einfach mal bei mir. So, Dilla. Das stört mich. Ach, machen wir nämlich ab, das Zeug. So, warte mal. Wir haben ja 30 Heu noch gekriegt. Das legen wir gleich mal rein. Dann ist es nämlich auf jeden Fall im großen Heuvorrat mit drin. So, dann ganz kurz da hier. Die Siggi park mal kurz, bevor die anderen Tiere so wieder irgendwie einkreisen. So. Okay, hier hat Abby schon gegossen. Das ist sehr gut. Hier scheint sie auch mal gegossen zu haben. Aber da ist er anscheinend nicht fertig geworden damit, wie das aussieht. Ja, da könnte ihr Energie nicht mehr ausgereicht haben, vermute ich. Aber hey. Es ist doch super, eine Frau zu haben, die sich auch darum kümmert. Und die sich für meinen Beruf interessiert. Ist doch klasse, oder? Warte mal. Ich glaube aber, ich habe da noch eine Ziegemilch, die darauf wartet, benutzt zu werden. Und die unbedingt hier rein will. Genau. Steht Sache, jetzt ist auch so der Zeitpunkt erreicht, wo wir dann definitiv auch schon mal anfangen können, unseren Käse schon mal zu sammeln. Damit man den dann nochmal in bester Qualität in der Reifefässer lagern können. So. Vielen Dank fürs Gießen, Abby. Das war nämlich echt spitze. Spart uns Zeit ohne Ende und spart uns jede Menge Energie. Hoppla. So. Das da noch. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, da brauchen wir noch hier. Ah, ich glaube, die Wutz hat Eva auch noch was gefunden. Das habe ich an diesem illustre Plop-Geräusch noch festgestellt. Dieses Das war besser so. Aber dafür habe ich jetzt vor lauter Plop-Geräusch hier vergessen loszulassen und habe dann das Viererfeld oder Fünferfeld oder wie auch immer Feld im Quadrat gewässert. Ah ja, sehr schön. Gut. Und hier noch einmal Honig. Aller Hopf. Da können wir wieder warten, bis das Zeug gut ist. Dann können wir nämlich nochmal Met herstellen. So. Jetzt sind wir auch hier soweit, dass wir den Käse reinstellen können. Ist ja gut. So, dann zwitschern wir uns jetzt mal persönlich rein, Kaffee. Ah, es ist zwar nämlich morgen, aber es ist doch wunderbar, nochmal sowas zu haben. So. Ja, die sind schon soweit gut. Oh, warte mal.
schier vergessen. Mach nochmal einen Kaffee. Dann haben wir nämlich die Kaffeebohnen etwa mit dabei. Perfekt. Wie sieht es da mit Robin aus? Derer haben wir schon beide Geschenke gegeben. Na gut. So, dann kommt der Kruschnummerei, wo er hier gehört. Das ist doch alles richtig gut. Alla hopp. Ein bisschen Zeit haben wir jetzt definitiv noch. Gehst du wohl weg, du. So. Dann gehen wir nämlich nochmal runter. Und können im Sommer sowieso bei jedem Wetter eigentlich den Riffbarsch fangen. Das heißt, ich gucke nur nochmal ganz fix, ob der Reisewagen zufällig da ist. Und wenn nicht, dann schnappen wir uns unser Angel und gehen nochmal zum Meer. Reisewagen? Nö. Okay. Dann versuche ich jetzt mal Glück und möchte eigentlich, wenn möglich, der gute Riffbarsch noch fangen. Der ist im Sommer am Ozean eigentlich immer fangbar, außer nachts. Das heißt, 19 Uhr muss ich dann dort definitiv auch Schluss machen. Aber solange es noch keine 19 Uhr ist, haben wir definitiv hier die Möglichkeit, eine Runde zu angeln. Eine Regenbogenmuschel. Oh ja, da ist auch noch was. So, okay. Dann nochmal zum Willi gehen. Bei dem kaufe ich nämlich auch noch ein paar Köderei. Das wäre auch nicht verkehrt. Machen wir einfach mal fast 730. So, dann sind wir nämlich wieder bei 70. Das passt doch ganz gut. Dann die Angel rausholen. Und wir probieren unser Glück. Okay. Ich hoffe doch echt, dass wir eigentlich ein bisschen mehr Glück hätten. Leider nur Seetang. Aber jetzt wollen sie mich aber echt verarschen, oder? Ja, unser Gerät wird langsam achwendig, ja, von der Haltbarkeit. Das heißt, es bricht uns auch bald ab. Na komm schon. Verarsch mich nicht. Verarschen mich am laufenden Band. Verdammt nochmal. Dann probieren wir es halt vielleicht da, wo der Willi immer angelt. Komm schon. Alter Falter. Okay. Bei Regen müssen wir auf jeden Fall am Berg sehen, um auch runter angeln. Weil da ist dann der Stör draußen. Das heißt, dann müssen wir uns auf jeden Fall dort angeln. Und jetzt gibt's die Rotbarbe. Aber dann brauchen wir nicht, ne? Wenn ich mich so richtig erinnere, brauchen wir den Riffbarsch, genau. Die Rotbarbe war übrigens ein Tier, was in der römischen Zeit besonders beliebt war. Bei reiche Stadtrömer. Cicero beschreibt, dass die Römer so dekadent waren, zum Teil die republikanische Familie, dass die tatsächlich ihr Rotbarbe mit Juwele behangen haben. Und es wird auch bei Plinius dem Älteren wird dann noch beschrieben, dass die Römer fasziniert waren von Rotbarbe, wie sie generell ausgesehen haben. Und haben auf der anderen Seite aber die Tiere nicht nur als Haustiere geschätzt, als Zierfische sozusagen, sondern die Römer haben die auch lebendig in Eisenkochtöpf gekocht, wie beim Hummer sozusagen. Das heißt, man hat die immer ja stetig erhitzt, die Töpfe, weil wenn die Tiere so langsam gesiedet worden sind, dann haben die anscheinend ein Farbespiel abgegeben. Und das fanden die Römer genauso faszinierend und toll. Also Mischung aus Haustierhalter und perverser Tierquälerei-Freude. Das ist schon etwas komisch. Aber nicht im lustigen Sinne. Das finde ich eigentlich echt grausam. So, jetzt schauen wir nochmal, dass wir jetzt hier nochmal eine blöde Riffbarsche fingen. Weil es wäre ärgerlich, wenn ich das Vieh nicht mehr kriegte hier. Wenn ich dann nämlich mal Zeit dafür habe. Uiuiuiui. Da ist aber einer, der angriffslustig ist. Wow, 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 wow. Das ist aber ein sehr sturer Fisch. Komm schon her. Komm schon. Bitte sei der Riffbarsch. Es wäre echt Knorke, wenn du der Riffbarsch wärst und ich dich jetzt mal endlich kriegte. Oh, bitte, hopp. Oh, Sau-Arschloch-Vieh. Entschuldigung. Oh, das regt mich dann auf, wenn ich die Viecher nicht fangen kann. Das schluckt halt einfach nur Zeit ohne Ende. Und wenn man die dann nicht kriegt, die Biester, das ist so ärgerlich.
Das könnte aber auch wieder sein, oder? So wie der sich dort zappelnd bewegt. Ja, bleib ohne, du Sausack. Es ist ein Thunfisch. Dann heben wir aber mal trotzdem auf. Den kann man nämlich hin und wieder auch mal wirklich gebrauchen für irgendeine Daily Quest oder sowas. Das heißt, der Thunfisch bewahren wir definitiv mal auf. Aber ich möchte eigentlich den Riffbarsch haben. Verflixt noch eins. Ich möchte einen Riffbarsch. Komm schon. Ja, ein Fisch wenigstens. Und es ist ein Zappelfisch so ein bisschen. Könnte aber wieder nur eine Rotbarbe sein. Jawohl, sieht wohl so aus. Eine Rotbarbe mal wieder. Okay. So, dann wieder Reide mit. Wir haben eh gleich Feierabend hier, würde ich mal sagen. Eine Joja-Cola mal. Das war etwas doof. So. Das ist das letzte Mal. Und dann gehen wir wieder heim. Zappelmistvieh. Scheißgetier. Okay, das hat nichts gebraucht. Na gut, an der Riffbarstraße zu kommen ist anscheinend etwas komplizierter. Okay. Das heißt, wir gehen wieder heim. Und gerade mal gucken, wie lange Pierre eigentlich aufhört. Steht mich jetzt mal ganz kurz interessiere. Ah ja, Mittwoch ist sowieso Ruhetag. Na dann. Warte mal. Ich habe noch erlege Monster, genau. Sollen wir das noch machen? Na, meinetwegen. Wir können sie mal anfangen. Wir können sie anfangen. Das heißt, ab in die Mine. Wir könnten noch ein bisschen reingehen. So auf dem 80. Stockwerk ab kommen ja die rote Schleimis, ne? So, dann machen wir doch hier noch mal ein bisschen auf. Na klasse, da habe ich mal wieder ein tolles Ding ausgesucht, wo ich extra nochmal noch im Eingang, Quatsch, noch der Treppe nochmal buddeln muss. So ein Mist, so ein blöder. Okay, da haben wir so. So, da ist er, der Glitchy. McWiderling. Gut, der erste haben wir geknackt. Wie lange haben wir noch Zeit? Ein Tag haben wir noch Zeit davor. Alle hopp. So. Tja, dummerweise ist hier tote Hose. Ja, komm schon. Wir bräuchten mehr Schleimer. Wir bräuchten mehr Gegner. Die uns hier anscheinend nicht gewährt werden, was ich etwas skurril finde. Na? Nee, ich befürchte, das wird heute nichts mehr. 26 Energie haben wir nur noch. Na? Okay. Dann weiter geht's. Okay, Glitchy ist mehr. Das ist schon etwas skurril. Okay. Na gut. Dann halt nicht. Dann ist es halt so. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall pünktlich ins Bett gehen heute. Und wieder zur Bushaltestelle. Zack. Unseren Krusch noch fortbringen. Und dann halte mal den Gaul an. Was kann man da alles reinschmeißen? Das können wir alles fortschmeißen. Das ist alles nicht großartig von Interesse gerade, finde ich. Und zack. So, genau, den Honig habe ich noch. Damit möchte ich jetzt nochmal den letzten Met produzieren. Und dann hätte ich nochmal ganz gern 1, 2, 3. Zack, zack, zack. Und das kommt hier rein. Und für ohne brauche ich noch 2 CDs. Die werden hier in die Recyclingmaschine gepackt. Da können wir nämlich morgen gleich weitermachen mit der Zeitung. Dann, hier kommt das noch rein. Hier kommen die Dinger noch mit rein. Hoppala, die brauche ich morgen. Dann die Kupferbarre. Ne, Quatsch, die habe ich ja noch mit dabei. Nehmen wir einfach mal 5 mit. Das kommt hier rein. Damit machen wir erstmal 20
Stück sollten eigentlich reichen bei Met. Der Rest ist Verhierreihe und dann werden die Fische noch aufbewahrt. Ich möchte nämlich Sashimi draus machen, um ehrlich zu sein. Die dumm. So, die werden nämlich dann in die Kiste gelagert. Zusätzlich zu unserem Kaffee. Wobei, Kaffee, den werde ich morgen wahrscheinlich wieder verwenden. So, dann ist dann mal wieder das Erste, was ich dann trinke morgens. Und morgen ist dann Jazz Geburtstag. Das heißt, ab in die Koje. Und wenn wir weiter auf 12 Herzen bei Abigail bleiben, dann wird die uns irgendwann, ach mal frohe, wenn wir ins Bett gehen, willst du eigentlich ein Kind haben? Und dann, ja, dann produzieren wir uns weiter. So. Jetzt erstmal hier weiter. Und die Schä-Musik natürlich wieder dazu. Ah, wie schä ist das? Lebe vom Land verklickert uns halt was über Schweine. Ja, das kennen wir alle schon. Oh, morgen gibt's Blitz und Donner. Ja, geil. Ja, ich pass auf, dass ich keinen Hitzschlag krieg. Und ich überarbeite mich sowieso nie und trinke immer nur Wasser den ganzen Tag. Apropos, wo ist mein Kaffee? So, jetzt wo es die Frane zieht. Erstmal einen Kaffee trinken. Dann geht's hier weiter. Ich will noch ein paar Getränke machen. Und zwar aus Preiselbeere. Der Met kommt hier in die Tonne. Okay, das haben wir auch geregelt. Ah, die Tiere sind wieder draußen. Ich habe vergessen, den Stall zuzumachen. Lass mich durch. So. Okay, dann muss ich mich erstmal hier durch die ganze Viecher durchstreicheln. So, lass mich durch. Gut, bei euch. Gibt's auch genug Kruscht? Das ist gut. Dann packen wir euren Kruscht doch gleich mal rein. Ab jetzt werden nämlich die Käse aufgehoben für den Reifekeller. So, bei euch war ich schon durch. Dich habe ich schon. Dich auch. Okay, dich habe ich auch schon, Gertrud. Okay. Lass mich durch. Dann holen wir uns erstmal das Zeug hier ab. Nein, du sollst hier keine rohe Eierei petze, Rocky. Gut, ein bisschen können wir noch flitzen durch den Kaffee. Lass mich durch. Und weiter geht's. So. Dann zu dir, Leberwurst. Hier haben wir dann noch Trüffel. Wie sieht's hier aus? Nix. Na gut. Dann mal wieder unseren Krustgießer. Wenn wir dort damit fertig sind, sollten wir auf jeden Fall noch irgendwie versuchen, Jazz in der Stadt zu finden. Nachdem ich hier mein ganze Krust gemacht habe. Ich weiß, die steht auf Feenrose und die steht auf pinke Torte. Wer hätte es gedacht beim kleinen Mädel, ne? Dass die auf pinke Prinzessinnen-Torte stehen. So, dann müssen wir nämlich gucken, was wir noch haben. Und was ich ihr noch Schönes schenken kann. Sodela. Das läuft doch ganz gut. Dann wird vorne mal ein bisschen Wasser getankt. Gut. Dann wird jetzt erstmal hier weiter geschafft und jetzt dauert es erstmal wieder eine Weile, bis hier die Musik wieder kommt. Das finde ich immer so schade, wenn es dann immer so zwischendrin Unterbrechungen hat und man dann immer ewig warten muss, bis dann die Musik wieder kommt. Ach Gott. So, dann hier. Und dann hier. Gut, das wäre der Deal wieder gewesen. Ah, da bin ich dann immer froh um Abigail, wenn die ja wirklich ein bisschen was auf dem Hof schafft. Von daher, da kann man echt nur zufrieden sein, wenn die Frau mitschafft. Aber bei der Iridium-Sprinkler wird es irgendwann nicht mehr erforderlich sein. Dann bewässern die ganzen Dinger sich wie von selber, das sehen wir dann. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn jetzt wirklich wieder die Gewitter kommen.
dann habe ich nämlich wieder Batterie im Sack, um mir wieder was Lustiges zu bauen. So. Das ist nämlich auch gleich wieder gutes Zeug. Robin haben wir leider die Woche schon beschenkt. Das heißt, die kann ich leider nicht mehr beschenken. Die hat ihr zwei Geburtstag, sag ich. Die hat ihr zwei Geschenke über die Woche schon gekriegt, leider. Ups, das sollte dort hier gehen. Und wenn ich mal da jetzt gleich nochmal Wasser hole, kann ich gleich wieder die nächsten Dinger für die Recyclingmaschine reinpacken. So, dann geht's erstmal weiter mit 2-mal durchwäschter Zeitung. Und dann haben wir immerhin noch 2-mal zerbrochene Brille. Moment, was wollte ich noch? Ich wollte noch ein bisschen Krustier reinschmeißen. Ich wollte den Ziegekäse aufheben unbedingt. Das wollte ich hier rein. Dann wollte ich, was wollte ich dann? Der Trüffel, genau. So. Dann wollte ich auf jeden Fall nochmal Gießkannen auffüllen. Und dann geht es hier bei der Melone wieder weiter. Gut. Boah, was ich so total unbehaglich finde, ist gerade so im Hintergrund diese Fliegegeräusche. Dieses... Ich bin ja froh, dass es jetzt gerade September ist. Und dass ich der größte Teil vom Sommer jetzt endlich hinter mir habe, weil ich vertrage Sommer, wenn es so heiß ist, absolut nicht gut. Und das ist noch die Untertreibung. Boah, nee. Also ich kann sehr schlecht nur umgehen mit der Sommerhitze. Deswegen bin ich gerade immens froh, dass es gröbste hinter mir ist und dass es nicht mehr über 30 Grad wird. Und ich hoffe jetzt einfach im September, dass es auch mal wirklich nicht so ein goldener Herbst wird, sondern dass es mal wirklich richtiger Herbst wird. Einer, der einfach nur angenehm kühl ist und auch ein bisschen Wind mit sich bringt und alles. Das wäre mal angenehm, wirklich angenehm. So, da ist noch ein Artefaktplatz. Das kann sich nicht von mir verstecken. Dann geht's weiter. Zeug wird wieder aufbewahrt. Und zwar kommt der Krust genau hier. Quatsch, das brauchen wir nicht. Das bleibt jetzt bei mir. Und dann schauen wir mal, was wir noch alles im Sortiment haben für die Klee. Wir haben 4 pinke Torte im Angebot für sie. Und wir hätten 3 Feenrose. Ich glaube, da fällt die Wahl relativ... Nee, die Wahl fällt tatsächlich leicht, weil das Ding ist aus Gold. Also Hot Gold Qualität. Das wird besser sein für sie. Also da mache ich mal auf jeden Fall eine größere Freundschaft mit ihr. Ah ja, du gucke mal an. Die Deko-Pflanze ist jetzt eine schöne Sonnenblumenwoche für das Sommer. Okay, die Viecher fressen hier noch ein bisschen das Heu weg. Oder das Gras weg. Das finde ich auch ganz gut. Moment, hier rum. Reisewagen? Nö. Natürlich nie dann, wenn ich mal Zeit dafür habe. So. Ist eventuell hier die Klee? Sieht nicht so aus, als wäre sie hier. Okay, dann suchen wir einen Pelikan noch ihr. Moment. Ah, nee. Das war nur irgendwas mit der Sprechblos. Und ich habe hier das ohne für Chestkalte. Zumindest für den Körper. Seil hüpft sie auch nicht beim Baum. Das heißt, sie muss hier irgendwo stecken. So, wo bist du dann? Hey, wo bist du dann, Mädel? Hier mal nicht. Moment. Habe ich überhaupt noch mein... Nee. Okay, das mit dem Monsterjäger kann ich mir auch geben. Aber hier habe ich einen neuen Schleimjägerauftrag. Für die künftigen Tage spare ich mal das Ganze mal und hole jetzt schon mal die 4 Weizensaaten hoch. Dann gucke ich eventuell beim Spielplatz, ob sie da ist. Wenn sie da nicht ist, muss sie halt woanders sein. Tadellose Logik, oder? Da ist sie nicht. Okay, dann muss sie woanders sein. Eventuell steckt sie ja am Strand mit Penny und Vincent oder auch bei der Bibliothek.
Das weiß ich nicht zur Sache, aber ich bin mir sicher, wenn ich Penny finde, dann finde ich auch die Kinder. So, dann gucken wir doch mal an den Strand eventuell. Und wenn am Strand nichts ist, kann ich doch zumindest nochmal hier die Falle auswerten. Wieder genug Müll. Na gut. Schade, Zeit für lustig Angeln haben wir gerade nimmi. Du ist er doch. Du ist er doch. So, die ist für dich, Clanny. So, hier auf den gruseligen Onkel. Jetzt haben wir sogar 4 Herzen mit ihr. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert, das freut mich, danke. Ich soll nicht mit Fremden retten, auch wenn sie sich an meinen Geburtstag erinnern. Okay, so gut. Dann probieren wir es mal folgendermaßen aus. Nachdem unser Gerät jetzt auch hinüber ist, probiere ich es doch glatt mal aus, dass ich mit der Stimme ein bisschen zitter. Und dass ich hier einfach mal ein bisschen was angel. Ja, Vincent scheint wohl hier zu sein. Und unter Aufsicht von seinem... Nee, das ist... Ist das sein... Ja, das ist sein Bruder, glaube ich, ne? Okay, was haben wir dann hier? Ja, sogar mit Schatz. Entschuldigung, dafür riskiere ich das jetzt einfach mal. Weil so der stärkste Fisch ist das jetzt auch nicht gerade im Ozean. Da konnten wir uns das mal ein bisschen erlauben. Eine Rotbarbe mal wieder. Oh, schön. 2 Topas. Dann nix Vitra. Und wir probieren es weiter. Eventuell, aber nur eventuell haben wir ja ein bisschen Glück. Und wir fangen noch einen Riffbarsch. Ich probiere es jetzt auch nochmal, letztes Mal ein bisschen Fisch abbeißt. Und wenn nicht, dann haben wir halt in die Hose geschissen. Dann sollten wir trotzdem mal... Okay. Sollten wir trotzdem nochmal auf Monsterjagd gehen, finde ich. Aber dann nehmen wir die Abkürzung dafür. So, jede Menge Müll, den wir noch in die Recyclingmaschine stecken können. So, erstmal hier. Dann geht's ab in die Säuremine und wir gehen gleich mal auf Stufe 85 runter. Oh, da ist ein Diamant drin. Ist gekauft. Dann gucken wir doch glatt mal, ob sich hier nicht irgendwo noch mal ein paar Viecher rumtreiben, die wir erlegen können. Wie viel müssen es sein? 4er oder 6er? Okay. 6 Viecher müssen wir noch erlegen. Na gut. Na. Oh je. Hoppla. Alter. So kann man mich auch verschrecken, ja? Und dann gibt er noch nicht mal Käferfleisch. So ein Jammer. Dass das immer so Zeitfresser-Aufgabe sein müssen. Komm schon, ich will doch einfach nur die Treppe runter. Na gut, dann halt nicht. Gehen wir halt so schon mal in den 90. Stockwerk. Ist mir jetzt auch egal. So, den Klotzkopf, den machen wir noch so platt. Komm schon. Irgendwo muss doch roter Schleim sein, verflixt nochmal. Das wird doch jetzt nicht so schwierig sein. Zwergenrolle 4. Die haben wir schon an Gunther gegeben. Na gut. Also Monster finden wir zwar. Ah, da oben ist ein Glitchy. Okay. Wenn da oben ein Glitchy ist, dann ist er halt da. Gleich Nimmi. Stirb! Sehr schön. Gibt's auch direkt den Weg noch runter? Oh, mir nimmt allzu viel Energie, stelle ich fest. Aber du, dafür sind hier Schleimer. Okay. Wir sollten eventuell was zu uns nehmen. So, komm schon. Okay, wieder einer weg. Die Lore haben wir schon umgekippt. Okay, da sind jede Menge Viecher. Also wenn wir da nicht fündig wären, dann weiß ich ja auch nicht. Sehr schön. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich habe jetzt leider nicht mitgezählt, wie viele das noch sind, die ausstehen. Okay, der hat einen Kupferbarren sogar Falle gelost. Das lobe ich mir doch. Uah. Uah. Schnell. Okay, sehr schön, das war's dann. Also nix wie sofort raus hier. Und noch zum Bäuemeister. So, also wieder ab in die Stadt. Oh, ihr liebe Leute, einen Moment mal kurz. Es hat geklingelt. Bis
gleich. Da bin ich wieder. Ja, für euch ist nur eine Sekunde vergangen, für mich ist jetzt eine Dreiviertel vergangen. Aber das ist ja das Wunder von YouTube, dass sowas immer so rasend schnell geschieht, ne? Ach ja. Oh, oh, was geht dann hier ab? Willkommen zur Kleidertherapie. Hä? Ihr fragt euch vielleicht, was ist dann Kleidertherapie? Ich versuch's mal zu erklären. Viele von uns haben persönliche Probleme, Dinge, die uns davor abhalten, so zu leben, wie wir wollen. Es ist mir wichtig, dass jeder freies und glückliches Leben hat, also habe ich mir die neue Therapie ausgedenkt, um das zu erreichen. Die basiert auf einem erstaunlichen Mittel der Selbstdarstellung. Selbstdarstellung ist ein wundervolles Werkzeug zur Heilung, habt ihr das gewusst? Hinter dem Vorhang finden unzählige Klamotten, die Auswahl ist nahezu endlos. Eure Aufgabe ist einfach, findet das Outfit, was wahrlich zu euch spricht und ziehen's an. Seid selbstbewusst bei eurer Entscheidung, auch wenn ihr die Stimme nicht hört wie ich. Was? Was? Ihr habt alle einzigartige Stile, die ihr mit der Welt teilen könnt. Shane, du zuerst. Oh je. Okay. Ah, Ackermann, gerade rechtzeitig. Guck doch mal einfach zu und sei UFO-Nummer, okay? Naja, wir wollen es mal probieren. Oh je. Ach du Scheiße. Wow. Cool. Shane, eine neue Seite, die wir noch nie von dir gesehen haben. Jetzt geh selbstbewusst raus und zeig dich der Welt. Ach du Scheiße. Klar. Okay, jeder kommt mal dran. Oh nee. Was ist denn mit dem hier, mit dem Clint? Hihi. Oh. Ach du meine Güte. Wunderschön. Lass uns sehen, was Demetrius davor hält. Oh, der wird sich bestimmt freuen, wenn sie sich so schön gemacht hat. Warum nicht? Hehe, nicht schlecht, Herr. Sieht gut aus. Ach du liebe Zeit, mal voll der Dandy. Ich als Nächste. Oh, oh. Was macht da mein Frado drin? Jetzt bin ich mal gespannt. Und die Musik dazu. Ist sehr geil. Sehr nett. Es ist so schwitzig hier drin. Ich find's trotzdem gut. Gut, dann Clint, du als Nächster. Oh je, der arme Kerl. Ich? Der will der Rio ständig imponieren. Alter, und dieser Rapist-Blick hier wieder. Okay, Emily, ich mach's. Alter, pass auf, dass das nicht in die Hose pischt vor lauter Schiss. Und? Achtung, was jetzt kommt. Okay, ja. Bisschen lockerer halt. Jetzt sieht er aus wie Jürgen von der Lippe mit dem Barett. Oh, süß. Oh, süß. Na, das ist ja gut gelaufen. Ich hoffe nur, dass es euch hilft, ein bisschen mehr aus euch rauszukommen. Ackermann, ich kann's nicht. Ich will nicht ich will nicht aus mir rauskommen. Ach Gott. Oh, ich unterbreche euch hier bei etwas. Ich verstehe, ich gehe jetzt. Glückwunsch, Ackermann. Ach Gott. Hä? Das lief mir mal wieder nicht so gut. Servus. Ja, ich wollte gerade nur bei dir hier die Quest abgeben. Und bin dann leider hier volle Wumme in dem Pimp My Dorfbewohner gelandet. Das war jetzt nicht so toll. Und Clint ist auch mal voll der Komische, ne? Also wenn er so mag, warum geht er nicht einfach mal hier und sagt, hör mal, Emily, ich mag dich, ich habe Interesse an dir. Man kann doch einfach nur auf neutrale und freundliche Art und Weise Interesse an einer Frau bekunden, ohne dass man sich dabei wie so ein verklemmter Typ verhält. Naja, manche kommen wahrscheinlich nicht aus ihrer Haut raus und trauen sich das vielleicht auch nicht. Aber wenn man eine Frau mag, finde ich, sollte man auch definitiv
sich auch die Zeit nehme und das auch wirklich mal anspreche, weil ansonsten siehst du in jedem Typ irgendeinen Konkurrent oder sonst was. Das ist ja ganz furchtbar. So, dann hier noch rein. Dann schauen wir mal, was wir noch alles verkaufen können. Und das war's dann heute. Ach, bei mir muss ich direkt gleich mal so Sache. Weil heute bin ich tatsächlich nur dazu gekommen, 2 Aufnahmen zu machen. Und das war's dann auch bei mir heute mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Weil wirklich großartig Zeit von mir habe ich heute leider nicht. Und die Jade kommt noch da hier und der Harz kommt noch da rein. Genau. Und das heißt, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu der nächsten Episode Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Also machen's gut bis da hier. Und dann haben wir erstmal wieder Feierabend, beziehungsweise wir haben erstmal frei. Und Abigail ist leider nicht in ihrer Ritterrüstung erschienen. Na gut, wie dem auch sei. Wir sehen uns dann übermorgen wieder. Die Einnahmen sind relativ bescheiden, wie ich so sehe. Aber das macht nichts. Wenn unser Dinger erstmal blühen hier auf dem Hof, dann wird das auch definitiv wieder was. Wir sehen uns übermorgen dann wieder. Wuchendes Unkraut hat Schade angerichtet. Ja, dann haben wir auch noch Regen und Gewitter. Also, bis ins Mittag. Euer Yankee.